nimm mir ein rotes Gummibärchen und dann pflanzen wir das ein und dann kommt da ein Baum ran und dann lauter rote Gummibärchen. Habe die ergebenste Bier, ist der Conny. Flo, ja. Hallo. Spätzle. Sollen wir überhaupt prostrieren, wenn wir bloß eine kurze Folge ausscheißen, oder was? Ja. Auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall. Okay. Also, eine weitere Kurzfolge in unserer Sommerpause und zwar der Hermann. Mensch nennen sie das, wenn man es gendert. Da waren wir schon einmal. Ich hab nicht gewusst, ob mir jetzt das Déjà-vu einen Schlager voll haben lässt oder der Mann. Ja. Okay. Mensch. Entschuldigung, der Mensch Charlie schreibt. Achtung. Thema TV-Werbung, früher versus heute. Was war, beziehungsweise ist, die beste, schlechteste, lustigste und nervigste Werbung? Das ist 190, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war die beste. Sechsmal, das war war das die lustigste, die schlechteste oder die beste? Oder Befettbaust, ja, auf jeden Fall. Früher schon. was dann später gekommen ist, war Fremdgehen 69. Da Stimmt, ja. Fremdgehen Nein, 69. da gibt's, ich weiß nur besser nicht. Jeff. Mein Name ist Jeff. Aber ich finde Weißt du noch eigentlich jemand? die Idee geiler. Ja doch, kenne ich auch. Den Schwarzen. Da gell? war, ja, er war ein halbschwarzer und da hat sich irgendwie, also da ist die ganze Zeit nichts gekommen und steigt er aus dem Bett aus und so weiter, zieht sich seine Hosen an und dann geht er raus und bla 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 und dann bläht sie aus dem Fenster oben nachher. Hey Marc, du hast deine Ketten vergessen und schaut er von uns auf und so. Jeff. Ich heiße Jeff. Okay. Okay, Chef. Was war das, eine Werbung? Ja, Sex Auch so eine und- Sex. Ja, so Aber Dating-Dings, ich glaube finde eigentlich dieses Fremdgehen 69 finde ich ja fast nur krass. Da steht der vom Spiegel und sagt Fremdgehen 69. Da guckst du dich selber an und feierst dich Hat selber das nicht auch ein Fremdgehen. Tussi What the gemacht? fuck? Ja, Ja, da Männer hat's- und hat's- Frauen. hat's auch Da die ist Werbung Einfach gegeben. völlig affig umeinander springt mit. Da war ich echt, als ich das Ja. erste Mal gesehen habe, weil ich ganz lange kein Fernsehen mehr geschaut und dann auf die Nacht war ich irgendwo bei irgendjemandem gesessen und durchgesäppt und auf einmal habe ich gedacht, seit wann ist es mir von der normalen Telefon-Sex-Hotline zu Werbung für Fremdgehen gekommen? Was ist passiert? Ich verstehe nicht. Warum glaub, ist unsere Gesellschaft moralisch so verkommen? Ich glaube, aus der Fremdgehen 69 Seiten ist er jetzt zu irgendeiner Portalvergleichsseiten geworden, die Check Serie 24. Check 24, Wieder. Check 69. Da kannst du Ärsche und Brüste vergleichen. Geil! Muss schnell googeln. Und Hodensex. Für einen wär geil. Freund. Alter, das wenn funktioniert. Check 69 ist mit Sicherheit schon vergeben, schade. Damn it. Check mal. Was hat denn sonst vor allem, das ist vielleicht so ein kleines Add-on für unsere Nostalgie-Staffel, mit der wir vorher genau am Jahr angefangen haben. Die Werbung früher. Das ist eine Zeichentrick, so Kinderspielzeug-Werbung war einfach immer geil. Die- Street Sharks, Power Rangers, Turtles, Ja. das ganze Zeug, wo dann richtige Sachen aufgebaut waren und haben so durchboxt und jetzt ist da der... Da habe ich am Chris, Trachtmann Chris mal, der steht ja da voll drauf auf den 90er-Scheiß. das war eh das Ding. Dann hat er mir mal was geschickt, du kennst ja die Werbung von früher und so, was war denn das gleich wieder für irgendein Magazin halt, für Heftelmagazin, was er damals noch gegeben hat. Nein, ist ja vollkommen wurscht. Und dann tut das im Prinzip nichts anderes wie, ich glaube, 30 Sekunden lang einfach nur sagen, wie das Heftel heißt. Trachtmann-Magazin. Und die ganze Zeit kämen so Action-Szenen 3 Sekunden lang, wo einer mit dem Fallschirm aus dem Flieger rausspringt, wo einer mit dem BMX, keine Ahnung, 500 Meter weit fliegt und lauter so einen Scheiß. Und da hat er mich gebeten, ob ich ihm so ein Ding irgendwie zusammenschneiden kann und draufsprayen kann. Das habe ich ihm dann gemacht, habe ich lachen müssen. Habe ich einen kleinen Nostalgie-Flashback gekriegt. Geil, das gewesen, die Dinger. Oder in Filmwerbungen. Da hat so ein, ich glaube, der Film hat Zombies unter Kannibalen oder so geheißen. Und dann, dann haben sie immer gesagt, sie fuhren in den Dschungel, Zombies unter Kannibalen. Und dann sind die Dinger so reingefahren und so, doch sie dachten nicht, dass sie das erleben, was sie erleben, Zombies unter Kannibalen. Das größte Grauen im Dschungel wurde auf sie aufmerksam, Zombies unter Kannibalen. Und das ist 3 Minuten lang ist der Trailer so gegangen, wenn da, geil, so müssten Werbungen heute noch ausschauen. Aber heute sagst du einfach die ganze Story. Welcher Werbespot oder was ist eigentlich am meisten oder auch am längsten hat sich in euer Scheißhirn eingebrannt? Also ihr habt da 2. Ich weiß, einen weiß ich schon einmal, 2 weiß ich. Also die, wo entweder vom Textlichen her oder von der Werbung her generell. Die, wo Über so die einfach scheiß so- Hotlanding 11880, oder? Da werden sie geholfen mit der Feldbuchstamme. Oh, das hast du aber sofort im Kopf. Überleg dir das so 1188 0. 11 ist die Fußballmannschaft. 88 meine Oma. Und 0 Problem. Was nicht null Ahnung einmal? Ja, das war mehr. Ja. Komm ja auf. Ah. Bei mir so 40 Grad London Frisur hält. Ja. Der Drei-Wetter-Taft.
Von Schwarzkopf. Oder das, weil es nicht brennt in den Augen, weil es nicht zieht in den Haaren, weil es so... Was war das? Das war irgend so Kinder-Shampoo-Scheiß. Ich kann so wie du, mit kann du. Ja, und alle Male Aquamaler, spiel gut. War stark. Was halt eigentlich das Bekannteste, ich glaube, das ist auch überall das Nervigste, ist Seitenbacher. Aha, Abwürde. Das sagt mir gar nichts. Nee, Seitenbacher Müsli. Seitenbacher Boah, Müsli. lecker. Nein, überhaupt nicht. Da weiß ich, was ich da viel mehr im Hirn habe. Ricola! Nein, bei weitem nicht das kennt ja jeder. Ja, aber bei weitem nicht so schlimm. Das darf ich mal tätowieren lassen, wenn ich dafür nie wieder Werbung von Seitenbacher hören Oh, müsste. hat so schön geprickelt in meinen Bauchnabel. Ja, sehr geil. Geil. Kennst du die Werbung? Freshenet, oder war das? War das Freshenet? Oh, kannst du mir noch ein... Na, komm, war das Also ein Bier. So, Das ja? war Oder Bier, Kannst du mir noch ja. ein Bier mitnehmen, die so schön hat geprickelt in meinen Bauchnabel. Okay, ich hab's Also jetzt du bist gerade... ins Höschen hineingejist. War geil. Also in den Bauchnabel eingeschossen. Und Kein Schuss. Pitch, Patsch, Trauben, Matsch, ich mach's dir. Das war so geil. Das Spiel wollte ich immer haben, aber hab's nicht gekriegt. Wir haben es uns einmal als Scheiß Erwachsene dann gekauft. Gaudi, das war für der Scheiß. Hat überhaupt nicht funktioniert, Aber das war mit Kuh mit dem was ich. Was ich halt immer noch wie ein Neandertaler sag, wenn irgendwer sagt, das gibt's doch gar nicht. Doch bei Roller! Kennst du die Werbung nicht? Ja, Komm, doch, doch. aber das ist Das nicht sag ich- alt. Nein, nicht, ich sage nicht, das soll das. Aber das ist so, die sagen immer wie so eine Neandertaler, wenn irgendwer sagt, das gibt's ja nicht. Ist das neu? Nie mit Perwoll gewaschen? Ja, stimmt, ja, mit Okay, Krawall okay. gemacht. Da hat man Oder diese- früher, habe ich den Eindruck, hat man viel mehr Wert auf so Jingles Ja, und ja. so Sprecher. Habt ihr das damals nicht gespielt? Habt ihr das Werbung raten mal mit der Familie oder mit irgendwelchen Freunden damals Ich habe gespielt? mit meiner Familie überhaupt Ja, nicht ich hab schlecht. nur für meinen Mom Kippenstock vermissen. Am Fliesentisch. Ja, genau. Fliesentisch Romantik. Und Kugelschreiber zusammenbaut. Flasche Jagermeister! Genau, und dann Hey, hab ich aber Kugelschreiber zusammenbaut und dann hat meine Mama wieder Kohle Das gekriegt. werden und in die ich steige. Kommentare hören, das haben 100%ig like gespielt. Also das haben wir mir... Ich Also, mag nichts hören von glücklichen Familien, hat's ab. na, aber das haben wir mir immer gespielt. So Werbung raten, da hat die Werbung angefangen, wer das erste erraten hat, von wem oder was das für Werbung ist. Boah, das war richtig geil, da war die Werbung immer so schnell vorbei. Es ist zwar keine Werbung nicht, aber was mir als Kinder wie Vollgas hängen geblieben ist, sind Mainzelmännchen, Ja, die dazwischen kommen. Die waren aber irgendwie. die waren cool. Oder Ja, der Gottschalk die mit waren seinen einfach Haribos. Oh, stimmt, jetzt. Das war aber auch zum Teil so richtig- Haribo macht Kinder froh und der Erwachsene. Und den ebenso. Gottschalk ebenso. Und Gottschalk haben ihn bloß die Frauenschenkel froh gemacht. Gut, das ist ein anderes Thema. Habe ich nichts mitgekriegt. Ja, Bitte mehr davon. Muss mal googeln. Gibt's einen geilen Zusammenschnitt von Gottschalk wieder bei jeder Frau, die irgendwie da ist, der druckt entweder immer diesen Bei Wetten hier. das oder was? Ja, entweder greift er so halt an oder druckt immer ein Bussi auf den Mund auf, dass der Box die direkt so weggegangen sind, oder damit das nicht erwischt. Und Da die nicht anders. Da die natürlich wenn's- auf jeden Fall anders. ja, okay, Ja, Wetten das war damals schon. Michel Das ist Hunziker auch sitzt. Ja, Ja. gleich Mutterboot einfach. Hat die Depp, da kann die Depp Aber hallo, ihr hörst den Wecker nicht klingeln, wenn du den Kopf zwischen hast. Ja? Ich glaube schon. Muss den Gottschalk fragen, ich weiß nicht. Wetten, das war schon so ein Phänomen der 90er. So. Ja. Schon geil. Es hat danach dann nie wieder funktioniert. Viele sagen, das hat am Gottschalk gelingen. Ich sage, das ist einfach, weil das Internet gekommen ist, weil das keine Ja, Sau mehr ja. interessiert. Ja. Aber so war es eigentlich schon große Unterhaltung. Weil alles, was die Idioten machen, sehe ich mittlerweile auf 10 Sekunden TikTok-Videos. Aber ich wollte Ja, gerade sagen, das ist ja, das- da gibt es nichts Besonderes. Wir haben alles gesehen. Irgendwie ist keiner mehr Ich dabei. glaube, der dass mich- das Problem einfach erstens das Thema mit der Aufmerksamkeitsspanne generell ist und zweitens, es muss einfach in Zeiten des Internets, es muss was passieren. Und das hast du halt bei Wetten, das hast du halt eine halbe Stunde dahin geredet. Ja. Ja. Oder auch bei, verstehen Sie Spaß und sowas. Das war früher auch gefühlt vom Ding her Ja. besser, als das, wenn es das jetzt schaust, dann ist es einfach nur noch Das komisch. merke ich Wir so Wetten, das. ganz oft. Die Bürgerin schaut doch relativ viel Fernsehen noch. Sie schaut nicht aktiv, sie hockt halt dann meistens auf der Couch, dort in ihr Handy rein und Das ist ja nebenbei der läuft der passive Fernsehen. Teil. Aber wenn ich dann 4 Jahre ist halt was oder sonst was, dann kriege ich halt im Fernsehen mit und schauen wir dann diese Sendungen teilweise an. Da wo ich mir auch denke, da fängt jetzt irgendein Beitrag an. Und ich glaube, dass man 24 Mal, bevor der Beitrag losgeht, in einem kurzen Satz gesagt wird, um was jetzt geht. Ja. Da sitzt ja, jetzt willst du keine Anfang sein, was ist denn mit euch? Der scheiß Beitrag dauert 5 Minuten, 4 Minuten davor wird mir gesagt, es geht um, was weiß ich nie, Matthias, der seinen Arschlag gelegt hat und in der einen Minute wird dann der Entschuldigung, wird der YouTube. Matthias. Entschuldigung, YouTube, Wurstfabrik. Wird der Säger dann der Matthias, wo halt Wurstfabrik legt. Also, das war jetzt der Beitrag, spinnst du ein wenig? Geil, Alter. Zeitverschwendung. Und dann fragen sich die Leute, warum man. Das ist Ja. wie bei einer Wall of Death, das ist am Anfang zum Anheizen vom Publikum. Ja, das ist der Clickbait. Ja, genau. Na,
Sonst, was haben wir sonst noch für Werbungen? Die neue kenne ich überhaupt nicht, weil wie gesagt, ich sehe überhaupt nichts mehr von normaler Extrem Fernsehen. selten. Ich Ganz kann da wenig. keine einzige neue Werbung sagen, außer die Scheiße, die auf YouTube kommt, aber die skippe ich halt dann immer. Ja, das ist wieder ganz was anderes. NordVPN. Also ich muss wirklich ja. sagen, die aktuellen Werbungen, da geht es ja eigentlich nur darum, dass wir alle Millionäre werden. Kommen die Telegram-Gruppe. Kommen in die wie geht das? Telegram-Gruppe. Es ist eigentlich ganz einfach. Du musst einfach nur einen gewissen Startbetrag bezahlen, vor ein paar tausend Euro, und dann wird das Geld reinvestiert in dein Vermögen. Achso. Ja. In dein Vermögen. Da musst du halt damit Mein eine Vermögen Später ist noch aber haben, dass null. die einer Vermögen. ihr Geld geben, dass das du wieder weitergeben kannst, dass das noch mehr wird. Ja, ist auch kompliziert. Ja, man nehme den Schneeball und lasset ihn rollen. Ja, wirfst du Hoffe ich aber, dass das mit dem Podcast weiter funktioniert. Ja. Wenn du nicht ständig- Erzähl's euren Freunden. Ja, schon. Scheiße, Mann. Liebe, was wir schon lange mal gesagt haben, drück mal auf den Like-Button. Du weißt überhaupt nicht warum, oder du drückst jetzt einfach drauf. Was nicht Ja. irgendetwas Werbung? Wer bums? Wer bumst? Wer bumst? Die Werbung. Cola küsst Orange, oder? Oh, Schweppes. Nicht Schweppes, Schwipschwap. Schwipschwap oder Mezzomix, ich weiß es Eher Mezzomix, weil Schwipschwap hat, glaube ich, nie Werbung gemacht. Das ist doch so ein Billo-Marken auf dem Netto, oder nicht? Keine Ahnung, Schwipschwap sind normal die fetten Weiber, die im Aldi einkaufen. Ja. Die machen Schwipschwap. 7-Up, Schwipschwap und Afrikola ist eigentlich Afrikola ist ziemlich geil. Schon geil, ja. Geht nichts über. Ist wieder Werbung, aber es hilft nicht. Kein Cola schmeckt so gut wie das Coca-Cola bei 3 Grad aus der Glasflasche. Oh, lecker, 0,33er Glasflaschen, größer darf es nicht sein. Ja. Ja. Ähnlich übrigens wie das Fanta. Ja. Schmeckt aus der Glasflaschen ganz anders, aus der kleinen Gräne. Change my mind, trotzdem finde ich ab und an ein Almdudler würde ich fast noch größer stellen als eine Coca-Cola. Ab und an. Das kannst du auch Ganz nicht selten. vergleichen. Almdudler ist auch Dudler geil. ist geil. Aber ja, Radler mit Almdudler ist auch geil. Müssen wir probieren. Ist früher sogar draufgestanden auf dem Almdudler, geeignet zum Mischen mit Bier und Wein. Das ist mittlerweile nur mehr drauf. Mit warum auch Wein? immer. Ja. das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Oh. Wir haben das dann gelesen, aber das probieren wir mal. Gibt's Machen wir dann Radler einen mit Weindudler? Weindudler. Da haben wir unseren Wein eindudeln. So, jetzt haben wir. geile Ich weiß keine Werbung mehr. Wird schon klar, was ist auch nervigste Werbung oder beste Werbung oder lustigste Werbung? Bei der Haribo-Werbung waren wir mal bei der neuen, die weiß ich. Die habe ich am Anfang ein bisschen lustig gefunden, jetzt kommt es zu oft. Ich weiß nicht. Und nimm mir ein rotes Gummibärchen und dann pflanzen wir das ein und dann kommt da ein Baum raus und dann lauter rote Gummibärchen. Und dann sitzt der andere daneben und sagt, das ist die beste Idee, die ich je gehört habe. Aber es sind halt 2 erwachsene Leute, die so an einem Zaun dort lernen und haben halt die Stimme von einem Kind. Was Da mir hab ich jetzt das nur erste Mal einfällt- richtig köstlich lachen müssen. Die alten Ikea-Werbungen. Mit den Tannenbäumen. Ja. Hat eigentlich, glaubt ihr, die haben aufgehört damit, weil die Leute wirklich angefangen haben, die Tannenbäume rauszuwerfen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Macht eigentlich Kino von Leuten Flügelwerbung? Nein. Ganz extrem selten. Ab und zu Manchmal im sehe ich es Kino noch. weiß ich das auf der Zeit nicht. Oh, leck, apropos Kino, die schlimmsten Werbungen im Kino sind mittlerweile machen Die regionalen. ganz viele ja, genau. Ja, wow. Aber halt doch dein Maul. Wow. Bei dir nur weil es die Werbung im Kino laufen lässt, fange ich bei dir so aber noch an. Das ist so eine cringe Scheiße. Voll, Ja. Dass da Oh. keiner da ist, der ihm dann sagt, es ist so zum Fremdschämen, Kim noch irgendwas anderes, aber das ist Was ein sind das eigentlich Wahnsinn. für Marketingfirmen bei uns, die sowas produzieren? Ich glaube, da haben Nein, eher das- oft, ich weiß ja, glaube ich, ziemlich genau, was für Werbungen das du meinst und so. Das sind oft, glaube ich, die Chefs dieser Firmen, die sich unbedingt einbeiten, sie müssen jetzt sowas machen. Haben aber überhaupt gibt's auch überhaupt kein Autohaus- Gefühl dafür und Ding. Ja, Schlimm. Werbung. Diese Autohauswerbung, Ja. die immer wieder mal auf Facebook kommt, das ist, also ist ja nicht gemeint wirklich, aber Das ist ja trotzdem scheiße. Meine weiß Aufsätze, ich mit denen ich nicht, einen Fünfer das- gekriegt habe, das waren auch macht nicht es nicht geworden. besser. Trotzdem waren scheiße offensichtlich. das macht es nicht Das ist besser. aber nein, du sollst Idioten. führ du mal deinen Laden und Genau. Werbung mal, geh weg von der Kamera, Alter. Du hast das, Alter. Dann immer das ist geile, der niederbayerische Vollbauer, Ja, der versucht kann jetzt, Hochdeutsch reden. versucht dann Hochdeutsch zu reden. Dann kommen Sie bitte rein zu uns in das Geschäft, denn wir sind wie eine Familie und da können Sie dann auch gar nicht mal so teuer oder billig, ich weiß nicht mehr genau, einkaufen. Egal, aber fickt ihr mich schlecht auch? ist nicht, Mann. Fickt ihr mich auch? Ja, grausam. Sitzt du im Kino Schönes Schlusswort. Komm, ja. Aufs Mais können Bugler über die Trottel. Ja, also ich darf übrigens bei jedem bewerben, dass ich ihm seine Werbung in der Säule sprich. Ja. Ich übrigens auch, aber die kosten 100 eine Stunde. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Netto oder brutto? Beides. Als 200. Nutto. Netto wegen Seid Danke, Kari, für den Beitrag. Danke, Florian. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Wir sehen wir uns. Wo haben wir mit dir? Ich glaube, in 2 Wochen haben wir wieder da mit einer vollen Folge. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. vielleicht daneben. Vielleicht haben wir auch gar nicht mehr da. Okay, tschüss. Okay, bye.